Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu der zweiten normalen Folge, oder haben wir überhaupt schon normale Folge vom Talkthrough gemacht? Seppi, sag mal. Es gibt keine normalen Folgen in diesem Podcast. Das stimmt, das ist tatsächlich wahr. Bei uns gibt's wirklich keine normale. Aber unser neues Format, den Talkthrough im Januar, haben wir, glaube ich, gerade einen Rückblick und einen Ausblick gemacht. Und jetzt der Februar ist, glaube ich, der erste normale monatliche Zock-Podcast, oder? So ist es. So ist es, ja, dann ist das ist ja schön. Das ist ja schön. Dann hört's mal, wie sich der Scheißdreck normal anhören darf. Voll fitte Personen. Ja, richtig fitte. Und dann könnt ihr uns vielleicht dann auch sagen, ob euch das taugt hat oder ob es euch nicht taugt hat. Und wenn es euch nicht taugt hat, ist mir scheißegal, weil wir trotzdem über das Zocken unterhalten mich. Sag's, wie es ist. Wer ist die katarisiert da? Warum? Weiß ich nicht. Wer setzt einen Schnupfen? Das kann vielleicht noch Nachwehen vom Wochenende sein. Samstag war auf alle Fälle ein harter Samstag. Ja. Viel gearbeitet, viel Holz gearbeitet und so. Ja, viel Motorsag rumgekocht. Stiel habe ich ausgeführt. Ja, da habe ich beim Baumstamm wieder ausgezogen mit der Hand vom Wald, was ich sehe, weil ich bei einem bin wieder John Rambo seid. Aber dann haben wir ein bisschen einen Grip vielleicht eingefangen, ich weiß nicht genau, aber an was anderes kann es nicht liegen. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Üble Nachrede, würde ich sagen. Seppi, was hast du denn im Februar ein wenig gesagt? Wir sind heute gerade zu zweit, weil der Corby, der ist anscheinend jetzt dazu erwachsen, dass er die ganze Zeit der Hit sagt und sich drüber unterhält, dann soll er abhauen. Also machen wir so Seppi und ich heute allein. Drum, Seppi, aus mit der Geschichte. Was hat dich vor den Affenkasten gefesselt? Ich kann mal kurz anschneiden, bevor ich die richtig interessanten Spiele erwähne, dass ich Konsolensport mache, gerade wieder vermehrt. Konsolensport? Hast du das Switch-Ding da, oder wie? Das habe ich auch, aber momentan mache ich auf der MetaQuest 2, auf der VR-Brille, Fit XR und Les Mills Body Combat. und ist das das ist brutal, das hackst mich komplett auf. Das ist Weltklasse. Na gut, du bist aber total Heinkerl. Die hackst das Treppensteigen schon wieder früh auf. Das ist Lauch-Action vom Feinsten. Lauch-Action vom Feinsten, das ist schön. Dann kannst du ja praktisch auch machen. Ja, voll. Das ist, eigentlich ist wirklich ganz geil. Da hast du so komische Aerobic-Kurse und High-Intensive Intervalltraining und Boxen und MMA und keine Ahnung, was da jetzt mit eingebaut haben. Und da haust du halt richtig schön durch die Luft. Macht Spaß. Ist das nicht irgendwie, was nicht, wenn man jetzt zum Beispiel das High-Intervall-Training, das kenne ich ja, da hat man ja viele Sachen, wo man auf der Stelle springt und so ein Mist. Ist das nicht ein bisschen komisch mit dem Teil auf dem Kopf? Du hast ja so quasi so einen Guardian, stellst dir ein, da kannst du dann quasi den Spielraum begrenzen und wenn du den übertrittst, dann blendet sich der so ein bisschen ein, dass quasi kurz davor, dass du weißt, du bist jetzt zweit gegangen. Also das ist in der VR-Umgebung ist dann quasi also ein Bereich, wo du drauf stehen musst, was du auch siehst. Und das geht dann schon. Es ist nur komisch, ist nur immer so bei so Dehnübungen und so ist mir aufgefallen, wenn man seine Füße nicht sägt. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Pfahl streckst und gehst so in die Beuge und dann schaust du oben und drückst keinen Fuß und fällst sofort um. Das ist der hat mich dran gewonnen. Das ist Weltklasse. Ich hab ständig mit dem, wie fit, wie heißt das? Nein, nicht wie fit, wie heißt das Switch-Ding? Warte mal, ich drehe mich um und schaue aufs Regal. Ja, du hast das oder? Jetzt habe ich es zugestellt, ich Depp. Ringfit genau. Mit dem spekuliere ich schon seit Release, das war ja dann ewig lang ausverkauft. Ich hab's. Und mittlerweile darf es wieder geben, aber irgendwie habe ich es dann nur mal auf dem Schirm gehabt. Aber das darf mich noch voll interessieren, weil das soll ja auch irgendwo, ich glaube in der Endzone, habe ich damals einen Bericht gelesen drüber und der Typ, der das testet hat, der hat gesagt, der hat nur mit dem Ding, ich weiß nicht, wie oft das er trainiert hat, aber er hat da auf alle Fälle ein paar Kilo auf einen Monat abgenommen durch das Training mit dem Ringfit. Das glaube ich sofort. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und du hast ja mit dem komischen Fitnessring da, du machst ja da so über Kopf Zusammendrucker und ziehen und seitlich ziehen und Zusammendrucker, also ganz komische Bewegungen und das geht voll in alle möglichen Muskelgruppen rein. Also das ist richtig, richtig grob. Ich habe am nächsten Tag nicht mehr ringen beim ersten Mal auf alle Fälle. Jetzt machen sie unser Hobby auch noch kaputt. Das war dafür da, dass man fett wird und auf der Couch liegt und nicht umeinander hupft. Mir hat es bei Pokémon Go schon gelangt, dass ich aus dem Haus gehen muss. Bei Ringfit ist das ja ganz lustig, weil das ist ja quasi wie ein Spiel, du steuerst da so eine Spielfigur. Und dann hast du auch wie bei Pokémon hast du dann so Encounters, wo du dann so gegen ein Monster kämpfen musst und dann musst du eine Fitnessübung machen und wenn du die richtig machst, dann kriegt er auch nicht aufs Maus quasi und dann geht's wieder weiter. Ja, das ist voll der Chance, aber irgendwie auch lustig. Ja, es muss mir mal ausleihen, das will ich jetzt nochmal probieren. Machen wir eine Live-Session, wo wir einen Stream. Ja, unbedingt. Ich stehe aber hinter der Kamera. Ja, genau.
Oh Gott, oh Gott. Ja, gut, dann wenn du jetzt sportlich bist, dann machen wir da jetzt dann vielleicht so ein Vorher-Nachher-Fotos machen wir jetzt dann noch und du machst das jetzt ein halbes Jahr und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Ja, nein, ich werde mich nicht im Internet präsentieren mit meiner Plauze. Ja, komm jetzt. Wir sehen mal dann die Transformation hier zum Stirnacken. Ah, das stimmt, Stirnacken, da lockst du mich. Da sehe ich mehr. Machen wir- Stirnackenkommando, mein Ding. Eben, ja, jeden Monat ein Foto und dann im Sommer dann sagen wir unsere Hörer, dass du jetzt immer nur die gleiche weimlige Fettsau bist, wie es davor warst, weil es überhaupt nichts gebracht hat. Ja, weil ich einfach noch 2 Tage aufgehört habe, weil ich stinkfaul bin. Ja, das kommt auch noch dazu. Grundsätzlich. Aber hast du da irgendwas Normales gespielt, wo man auf der Couch liegt und fett wird? Voilà. Sehr schön. Sehr schön. Was hast du denn gehabt? Mit Forspoken. Oh, hast du den Fingernägel lackiert? Ja, Wahnsinn. Der hätte mich wohl zerrissen. Also, nein, fangen wir mal von vorne an. Okay. Also ich habe es einmal komplett durchgespielt, ich habe die ganze Haupthandlung abgeschlossen und dann ein bisschen in der Open World rumgereiht, aber naja. Wie lange brauchst du für die Hauptstory ungefähr? Boah, du fragst mich so an. Weiß nicht, ich glaube 20, 25 Stunden sowas. Die ist für so ein Open World Spiel ist nicht so lang. Nein, ich würde gerade sagen, es ist eigentlich ziemlich kompakt. Ja, das hält sich in Grenzen. Und da die Open World an sich auch nicht sonderlich spannend ist, spielst du auch nicht recht viel mehr. Also, das gibt nicht so viel her. Das ist so im Endeffekt ist ein modernes Alice im Wunderland Märchenkonstrukt irgendwie. Da spielst du die junge Frey, die in New York nicht so richtig klarkommt. Das ist eigentlich ein gutes Mädel, aber sie kommt immer so ein bisschen mit dem Gesetz in Konflikt. Und wird dann einmal von einer Richterin so kriegt dann so eine letzte Chance und wenn es nichts mehr Scheiße baut, dann ist sie weg. Und dann macht sie nur irgendwie so einen letzten Deal und da hat sie ein bisschen Kohle auf Seiten gerammt von irgendwelche Gangstermädels. Die backen es dann in der Gasse und verprügeln es. Und dann zünden sie die Wohnung an und dann fällt das auch wieder flach. Dann ist quasi ihr letzter Traum so zerstört und dann steht er sich halt auf ein Hochhaus auf und man meint halt jetzt beendet jetzt das Ganze. Dabei leicht in der Ferne ein mysteriöser Ring. Und den nimmt es dann an, tut es dann ohne und dann geht es ab in eine Zaubermärchenwelt. Und da muss dann, ja, das wird von so einem komischen Fluch bedroht, der irgendwie alle Lebewesen zu Zombies macht. Und sie ist die einzige Immune und dann kriegt sie halt Magie und muss da die ganzen Besen kaputt machen. Ja, das ist echt nicht viel an Geschichte. Also passt auf den Bierdeckel auf, aber ja, funktioniert schon irgendwie. Ist jetzt nicht groß toll inszeniert, aber läuft so dahin. Hat mich jetzt nicht richtig genervt, sagen wir mal so. Sprachausgaben und so weiter ist richtig gut. Die Synchro, dann echt professionelle Sprecher. Da haben sie die Deutsche jetzt auch, oder? Ja, ich habe komplett auf Deutsch gespielt, überhaupt keine Probleme gehabt. Jetzt weiß ich den Namen nicht mehr von der Hauptsynchronstimme, aber das ist auch von einer ganz bekannten Schauspielerin. Und auch die Nebencharaktere und alle, die Stimmen kennst du alle irgendwoher. Und das haben sie alle auf alle Fälle ganz gut gemacht, aber man muss halt immer so im Hinterkopf behalten, das Ding ist ein 80, 90 Euro Next-Gen-Spiel. Und für das ist einfach viel zu wenig. Also die ganze Charakteranimationen und so weiter, die haben zum Beispiel in Last of Us oder so weiter am 2. auf der PlayStation 4 schon besser gewesen. Also um Welten besser. Ja, ui. Und da möchten sie einfach ein bisschen zu viel. Und das funktioniert nicht so ganz. Und dann hast du, Nebenquests aus der Hölle. Es ist wirklich, also ich habe 30 Minuten damit verbracht, dass ich irgendwelche Gorsen streiche, die irgendwann in der Stadt verteilt waren. Und jetzt, wenn ich so ein Gors gestreicht habe, ist eine Schwarzblende gekommen und dann ist da gestanden, du hast die Ziege gestreichelt. Und dann ist die Schwarzblende wieder zurückgekommen und dann ist es wieder weitergegangen. Und das war, also ich weiß nicht, im Super Nintendo war das schon besser. Und da ist lauter so kleine Hammy-Fälle drin, die ist einfach bei so einem Spiel nicht erwarten darfst. Diese ganze Schwarzblendenzeug, das läuft da durch die Haupthandlung durch und reißt die halt immer wieder aus. Ja, Kacke. Das ist auch von Square Enix, oder? Ja, eben. Das ist eigentlich ein großes AAA-Game für einen Jahresstart gewesen und haben so irgendwie ziemlich daneben gehauen. Das Einzige, was wirklich, wirklich Spaß macht, das muss man ja lassen, ist das Kern-Gameplay, der magische Parcours und die ganze Zauber-Action. Da kannst du dich wirklich ein paar Stunden damit bespaßen. Aber Open World und drumherum eher so nee. Ja, dann wird das an mir vorbeigehen, glaube ich. Ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich darf da keine Empfehlung aussprechen. Wenn dann mal irgendwie in einem Sale,
für, weiß ich nicht, 20er oder sowas, da kannst du schon ein paar Stunden rausholen, dann eben mit dem ganzen Zauber-Gameplay und Gekämpfe, das macht Laune. Aber Vollpreis, keinen Fall. Ist das nur für PS5 oder gibt es das auch für die Xbox? Das ist PS5 und PC exklusiv. Ah, okay. Da haben sie auch einen ziemlichen Bock geschossen mit der PC-Version, die war am Anfang in einem ziemlich desolaten Zustand. Naja, so viel Übersetze mal desolat für einen Mike, wenn er sich die Folge anhört, sonst versteht er die nicht. Gut, dass er sich die Folge nie mehr so hören wird. Jetzt hört er es nicht, dass wieder das Deppen hinstellt. Ja, das war so ein bisschen kaputt. Okay. Gut, Mike. Also, Mike, ich hoffe, du verstehst jetzt, was der Seppi sagen mich. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe mir einen Trailer angeschaut davor. Es hätte eigentlich tatsächlich ganz cool ausschauen, aber ich habe echt noch nichts gelesen drüber, dass man sagt, das müsstet jetzt unbedingt spielen, das Ding. Nein, das also hat wirklich durchwachsene Kritiken überall. Ja, zu Recht auch. Ich meine, die haben sich zwar alle dann schon ziemlich an den ganzen Nicklichkeiten aufgehängt und haben eigentlich so das Kerngameplay eigentlich ziemlich außen vor lassen, aber ja, es ist einfach für so ein Vollpreisspiel, für so dem neuen Vollpreis, den man jetzt hat bei seinen Spielen, ist es einfach zu wenig und dann hat das auch nicht hin. Bitte. Ganz anders als mein Highlight im Februar, was ich jetzt endlich durchgezockt habe, ist God of War. Ich habe es endlich geschafft. Sehr gut. Ja, und die 100% muss ich jetzt mal noch fertig machen. Und Platin-Trophäe, aber die Story ist durch mit nach 55 Stunden. Und ja, legendär. Also das ist echt wieder mal, so wie der erste Teil und erzählerisch ist es echt auf einem ganz anderen Level. Das kann locker, finde ich, von der Geschichte her und von den Charaktere mit Last of Us mithalten. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Das ist unglaublich gut. Bin begeistert. Ich bin absolut begeistert. Wie sie halt auch allgemeine ganzen Themen mit Rache und Verzeihen und so weiter einbauen. Das finde ich auch ziemlich gut gemacht. Und das Einzige, was ich hatte, ich speise auf der 4er. Ich habe mir immer noch keine 5er ausgelassen, wobei aktuell juckt es mich schon ein bisschen mehr im Finger, aber schon langsam werde ich nicht rauskommen. Werde ich nicht mehr rauskommen, aber nach auf der 4er, da habe ich jetzt gemerkt, ich weiß nicht, wie es auf der 5, du hast auf der 5er gespielt, oder? Yep. Und da habe ich jetzt gemerkt, vor allem am Schluss zum Beispiel bei dem Krieg, da habe ich mir direkt mal hängen geblieben, da hat sich ein Ereignis nicht ausgelöst, da habe ich einen Kontrollpunkt reinladen müssen. Und so waren auch 2-3 Mal so Steine, wo es ein bisschen hängen geblieben ist beim Lohn, aber dann weitergespielt hat. Weißt du, ob es auf der 5er sowas auch gegeben hat? Nein, gar nicht. Ich muss sagen, ich habe es schon 2 Wochen vor Release spielen dürfen, arbeitsbedingt. Und das war da schon in einem außergewöhnlich guten Zustand. Also da ist es nicht, da waren keine Ruckler, da waren keine Fälle, da war alles perfekt. Das ist irre gut gewesen. Ja, ansonsten auch, es sind wirklich, die kann ich an einer Hand abzählen, diese Fälle, denen jetzt einfach mal die Dinge passiert sind. Ansonsten ist das auch auf der 4 nur einwandfrei gelaufen. Und was auch gut ist, ich habe mir ja mittlerweile endlich mal Kopfhörer gekauft für meine Playstation. Jetzt habe ich nicht mehr gehört, wie man der Hubschrauber durchs Wohnzimmer durchfliegt, während die Spiel, weil das nämlich auch wieder so ein Spiel ist, das die Konsole, glaube ich, an ihre Grenzen bringt und jeder, der 4er daheim steht hat, der weiß, was das heißt. Ah, der gute alte Ventilator. Irre. Also bei The Last of Us 2 war es bis jetzt am allerschlimmsten. Die Ding hat geschäbert, ich habe nur mal angegoogelt und geschaut, was ich machen kann, dass es ein bisschen leiser wird. Aber keine Chance. Das ist echt irre gewesen, was das Mistding für eine Gaudi macht. Ich hab Last of Us 2 habe ich auch auf der alten 4er noch gespielt und ich habe die allererste Generation von der 4er, also ich habe keine Pro und keine verbesserte Version gehabt. Und das Ding, das hat's richtig, also da hat's die Auskommen einfach nur noch. Übelst krass. Das nervt mich richtig. Aber das haben sie in der 5er, glaube ich, wirklich in den Griff gekriegt, oder? Ja, da gefällt überhaupt nichts. Du hast jetzt deine Seite Release und die wird auch nicht lauter, oder? Nein, also überhaupt nichts. Ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt. God of War wie am Schnürchen. Das ist schon ein gutes Ding. Kann man nichts sagen. Hast du God of War dann auch noch irgendwie auf 100% gespielt oder hast du nur die Story durchgespielt? Nein, ich wollte eigentlich nur, ich habe quasi Komplettlösung für die Story und für die Haupthandlung geschrieben und wollte dann eigentlich nur so im Weihnachtsurlaub ein bisschen platinieren, aber nein, ich habe es dann doch nicht da. Bitte. Schade, weil du hättest es wahrscheinlich auch weg können. Ja. Ja, das voll. Hast du die blöde Valkyrenkönigin dann noch angegriffen? Nein, gar nicht. Das war wieder. Die war ja schon mein absoluter Nemesis im ersten Teil. Den ersten Teil habe ich nämlich auf der schwarzen Stufe durchgespielt. Und die scheiß Valkyrenkönigin, das letzte Viertel Energie, ich habe das ums Verrecken, habe ich das nicht geschafft, habe ich dann oberschalten müssen.
Und da war es jetzt auch wieder so, da gibt es dann Gna oder Gnu oder was weiß ich, die haben diese komischen Namen, die Affen. Und jetzt habe ich das zweite habe ich jetzt gerade auf der mittleren Stufe durchgespielt. Und selbst da habe ich jetzt halt noch runterschalten müssen, weil die Mist haben mich wieder so, ich habe es zwar nicht annähernd so oft probiert wie beim ersten Teil. Ich glaube, dass ich 10 Versuche, dann habe ich gedacht, nein, was, sorry, ist durch, ich möchte es jetzt gerade noch komplettieren. Das tue ich mir jetzt nicht an wie beim ersten Teil, dass ich mich da 3-4 Stunden hinsetze und ärgere und am Ende dann da wieder runterschalte. Da habe ich jetzt gleich runtergeschaltet, ich habe mich auch schon wieder genervt. Da war ich durchgedreht, Mistviech, Dreckiges. Aber ansonsten, da glaube ich, in der Barriereoptionen und so weiter kannst du auch ziemlich viel so rumtüfteln, oder? Bei dem Spiel, wenn ich mich da richtig erinnere. Also du musst jetzt nicht komplett oberschalten. Kannst machen, ja, aber einfach bei Oberschalten ist das Einfachste gewesen. Ja, klar. Sogar da muss es einfach sein, beim Oberschalten. Ja, das auf alle. Aber es war dann trotzdem, sogar, ich hab's dann auf Story-Modus geschalten und es ist da sogar noch eine leichte Herausforderung gewesen. Also die ist schon wieder nicht ohne gewesen. Ja, ich hab's auch in die Story auf Mittel, also Standard, war Mittel, glaube ich, durchgespielt und hab da auch, also am Anfang habe ich mir nicht recht für mir gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich so ein bisschen Ansatz von Button-Mashing gemacht, aber du kommst da nicht recht weiter mit. Nein. Das fängt ganz schnell an, dass du dich richtig mit dem Kampfsystem auseinandersetzen musst und dann die richtigen Sachen im richtigen Moment einfach beherrschen musst. Und du kannst dann nicht sagen, ich nehme jetzt einfach nur die eine Waffe her und mach mit der alles kaputt. Weil irgendwann kommst du dann Punkte, du musst einfach auch mit den Chaos-Klingen gut sein. Was es da sonst noch so gibt. Das Blocken ist vor allem auch ganz wichtig. Ja. Das vergesse ich immer komplett, weil ich hasse Blocken. Und das, ja, ich hab's mir nicht wirklich einverleibt, die Blockerei bei dem Spiel, aber das, wenn ich vielleicht tue, dann hätte ich einige Kämpfe schneller bestreiten können. Ja, die ist auf alle Fälle nicht verkehrt, wenn man die kann. Ja, scheiß Blocken, hasse ich einfach. Wie Leute, die bei Mortal Kombat blocken, die nämlich immer in den Sack herhauen. wird nicht blockt, da wird kämpft. Das ist ein Kampfspiel, kein Blockspiel. Ja, die Muspelheim-Herausforderungen, die waren auch schön. Ja, die haben auch nicht gegeben. In der Mitte hätte es mal angefangen und dann ist ja irgendwann, dann hast du da die 3 Räume und dann kommst du in der Mitte zu dem großen Schwert und dann kannst du dann nochmal 6 Herausforderungen machen. Da war dann eben so eine Ausdauerherausforderung mit 99 Gegner. Und als ich da das erste Mal hingekommen bin, sind die ersten Gegner rausgekommen und hat mir 3 Mal eine gegeben und ich bin sofort hingekommen. Aber ich dachte, was ist denn das? Das ist ja schon wieder unmachbar. Aber dann haben wir gedacht, das heben wir jetzt für kurz bis vor dem Finale auf. Wenn dann alles mal einigermaßen aufgelevelt ist und dann ist es so, dass das fair ist. Dann ist es immer noch schön fordernd, aber nicht unfair, so wie es halt am Anfang war, wo es mit 3 Treffer dann einfach hin warst. Hast du so Nebenmissionen auch schon gemacht, so Quests-mäßig? Ja, also ich glaube, ich bin fast überall schon auf 100% jetzt, bis ich dann ins Finale rein bin. Wir feiern jetzt noch 2 Berserker, also ein normaler, glaube ich, und der Berserker-König dann. Und dann ist jetzt noch eine Zusatzmission, kommt ja dann auch noch mehr. Und die Asgard-Welten-Teile muss ich noch sammeln und dann sind es, glaube ich, vielleicht noch 5 Collectibles, die ich noch nicht habe und dann ist durch. Dann habe ich es wieder. Ich fand das auch ganz cool, wenn du das durchgespielt hast. Und dann so das erste Mal die wieder ein bisschen so in die offenen Abschnitte da begibst, dass dann an so bestimmte Flecken immer mal wieder so Leute triffst, die du in der Geschichte ja kennengelernt hast. So an versteckte Orte. Das ist ganz nett gemacht eigentlich. Das ist allgemein, da ist so viel Liebe ins Detail reingesteckt bei dem Spiel, das ist wirklich so schön rund, erlebt man selten was, finde ich. Wie hast du die Nebenmission, also die Gefallen heißen sie, glaube ich, gell? Ja, genau. Wie hast du die so gefunden, qualitätsmäßig? Ach, ich fand die alle schön unterhaltend. Die haben zwar eine Höhen und Tiefen, wir sammeln 9 Blumen aus allen Welten. Das ist dann so, naja, aber ansonsten sind die alle ein schöner Zeitvertreib gewesen. Ja, fand ich, also die, wo ich gemacht habe, da war jetzt keiner dabei, wo ich gesagt habe, wow, das waren jetzt 20 Minuten meines Lebens, die ich nie wieder zurückkriege. Nein, das überhaupt nicht. Das passt auf alle Fälle, ja. Nein, ich glaube, es soll jetzt dann irgendwann einmal ein Patch nachgereicht werden, wo es dann New Game Plus, glaube ich, gibt. Okay. Hat man zumindest so Spätzelvorzeitl erzählt, weil er gesagt hat, er möchte dann möchte er auch Platin spielen, wenn das New Game Plus raus ist. Und da bin ich dann auch schon gespannt, weil dann vielleicht laufe ich dann noch mit durch. Es war nicht noch mehr auf 100%, weil noch mehr 60 Stunden Einstecker, glaube ich, habe ich keine Zeit dafür, weil es kommen da jetzt dann wieder einige Spiele, die gespielt werden wollen. Das ist ja das. Aber die Story noch mal durchlaufen, das war schon nicht schlecht. Ja, aber das wird so schnell nicht altes Spiel. Nein, das ist wirklich, das ist jetzt schon auf einem Stand, wie wahrscheinlich einige Spiele, die erst in 5 Jahren rauskommen, sein werden. Ja, voll. Das ist einfach, man kann sich bei Sony einfach bei die First-Party-Titel kann man sich einfach darauf verlassen, dass da alles stimmt. Das ist einfach ein Qualitätsmerkmal, muss man einfach mal so sagen. Ja. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass letztes Jahr Postal 4 rausgekommen ist? Ja, irgendwie so am Rand, aber nie angeschaut.
Ja, ich auch nicht, ich hab's nur heute mitgekriegt, weil ich nämlich der Play 5 durchgelesen habe und dann waren die 10 größten Gurken aus 2022 und dann war auf Platz 3, glaube ich, Postal 4 und ich denke, schau her, so erfahre ich, dass es einen vierten Teil davon gibt. Und das hat halt ausgeschaut, also da haben sie ein paar Spiele drin gehabt, ich kann es jetzt nicht mehr nennen, aber das ist echt irre, dass Spiele für PlayStation 5 teilweise nur auf einem Grafikniveau von der PlayStation 3 veröffentlicht werden. Ja, furchtbar. Was ist mit euch? Ding, was ich jetzt auch noch gesehen habe heute, ist bei PlayStation Plus ist jetzt 10 Monate das Evil Dead Spiel drin, gell? Ja, habe ich mal schon ausgelassen. Ich bin zwar kein so Fan von den asynchronen Multiplayer-Dinger oder wie es heißen, aber ja, es ist Evil Dead, das brauchst. Muss man mal gesehen haben, glaube ich. Aber das Ding ja, was ist denn noch drin gewesen? Da war alles nicht so machtig, glaube ich. Sicher. Mir ist jetzt zumindest nichts hängen geblieben, außer das. Ich glaube, dass ich diesmal alle Spiele mir mal in die Bibliothek eingeschmissen habe. Ja, lieber? Und das nicht nur, weil ich Freibelegend bin, sondern weil sie mich wirklich interessiert haben. Ja, die alle grundsätzlich immer eine, aber dann schauen wir seltenst und so. Also nein, ich habe mir wirklich nur mit die eine, die mich interessieren. Und ich sage, die möchte ich zumindest vielleicht einmal mit irgendjemandem mit anspielen oder so, aber ich kann es jetzt nicht mehr sagen, was da diesmal noch mit drinnen war. Die, wo die halt anfacken, die lässt halt dann Leute für die spielen, oder? Und schaust du ins Handy ein. Genau. Und dann maul ich so, dass wir zu lang weil sie zu lang brauchen, die Vollidioten. Mafia Definitive Edition war noch drin. Ach, ja, gut, das habe ich schon. Ja. Olli World war noch drin. Das soll ja auch ganz witzig sein, das habe ich mir jetzt einmal aus. Aber Moment mal, Destiny 2 ist auch was drin, gell? Ja, das spiele ich nicht. Ja, das ist das Add-on. Add-on von Destiny 2, jenseits des Lichts ist noch drin. Dann war es aber eigentlich doch nicht so ein schlechter Monat, das habe ich jetzt die waren jetzt auch eingeschätzt. Der letzte Monat war cool, eben mit Jedi Fallen Order. Ja, stimmt. Als Vorbereitung für, wie heißt das, heißt der neue Teil dann, Jedi... Das haben wir letztes Mal schon gehabt, gell? Mit Fallen, irgendwas mit Fallen. Survivor, sowas, genau, der erste ist der Fallen Order. Ist jetzt im Februar rausgekommen, oder? Das kommt erst im März. Kommt es überhaupt im März? Nein, das haben sie mir verschoben. Ja, das haben sie verschoben. April oder Mai? Genau, ich glaube im April haben sie es eingeschoben. Das war jetzt im Februar doch gekommen, oder? Dann haben sie im April eingeschoben. Ah, ich glaube im März war es gekommen. Anfang Mitte März, glaube ich, war es ursprünglich. Und jetzt ist, schauen wir mal, ich glaube im April, Ende April oder Anfang Mai war es irgendwie. Ja, okay. Dann haben wir zumindest noch mit Zeit, dass wir den ersten Teil durchballern. 28.04. Ah, schau her. Da haben wir dann noch Zeit für einige Spiele, die wir durchhauen. Ja, das geht ja sowieso Schlag auf Schlag jetzt. Das ist, ja, ich weiß gar nicht, mein Pile of Shame ist so groß und ich weiß gar nicht, wann ich das ganze Zeug noch spielen soll, was da jetzt noch kommt. Hast du im Februar noch was anderes außer Fingernägel lackiert gespielt? Ja, einen Survival-Horror-Klassiker wollen wir geben. Dead Space Remake. Schön. Und? Super. Wie oft haben wir uns eingeschissen? Ja, am Anfang war es schon ein bisschen kritisch schon wieder. Also was der dichte Unterlage ist, schon auf dem Gaming-Sessel gelegen. Ja, das glaube ich. Das war damals auf der Dreier schon irre, was ich da erschrocken bin. Ja, das ist, also bei dem ist jetzt, also ich habe mir letztes Mal schon geschmerzt gehabt, ich habe jetzt immer so die krasse Erinnerung an das Ding, weil es einfach 2008 ist und das einfach 100 Jahre her ist. Ja. Aber ich habe jetzt das Remake gespielt, ich habe es immer schön auf Nacht gespielt, mit dem Headset drauf, alles abdunkelt. Ah, super. Und das ist irre, also das ganze Sounddesign von dem Spiel, das ist ein Wahnsinn. Diese ganzen, das ist wirklich, als wärst du in einer Maschine drin. Du hörst da jede Schraubpfeife und an die unmöglichsten Stellen immer wieder so komische, so ein Flüstern aus dem Off, das dann irgendwie so, wenn du das mit dem 3D-Headset spielst, quasi das dann von einer Seite auf die andere wandert. Und ganz krass. Und du spielst eigentlich immer in einer angespannten Körperhaltung. Das ist ganz furchtbar. Du hast nachher voll den Muskelkater. Also die wissen schon, wie sie das machen, die Teufel. Und die haben auch, wir haben es ja letztes Mal schon mal gesagt, die haben das dynamische Eventsystem, oder wie das geheißen hat, da eingebaut. Das haben wir jetzt nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Das ist quasi so eine Art künstliche Intelligenz, wobei man natürlich mit dem Begriff bei Spielen immer so ein bisschen vorsichtig sein muss. So richtig intelligent ist da nichts. Aber die nimmt quasi deine Art zu spielen auf und registriert quasi, wie du mit Munition umgehst und so. Und wenn du jetzt quasi in einem Bereich bist, wo du jetzt einen längeren Korridor entlang gehen musst oder sowas, hast du nur noch wenig Munition oder wenig Gesundheit, dann geben dir denen einmal so fiese Horrorspitzen. Dann schießt quasi doch nochmal irgendwo einer her, der das nochmal nicht kommen darf, dass du nochmal so richtig Fahrt aufnimmst da in dem Hamming. Geil. Das ist eigentlich ziemlich fies, ja. Und da gibt es ein paar so Situationen, wo du denkst, leck mich fett.
Ja, das ist zum Beispiel eins der Spiele, die mich dann schon langsam dazu betreiben, dass ich sage, die Fünfer kommt nur im ersten Halbjahr 2023 ins Haus. Ja, das ist zwar mit 80 Euro ziemlich stattlich bemessen. Ja, das ist allgemein. Aber da kann ich eigentlich eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen, weil das Ding einfach von vorne bis hinten richtig gut gemacht ist. Wo es halt nicht so super ist, aber das ist vernachlässigbar, finde ich. Der ganze Horror-Survival-Kniff da aus den Anfangsstunden, der legt sich dann ab der Mitte so ein bisschen. Da hast du dann eine Zeit lang, das ist von der Story her so ein bisschen, ja, suboptimal gemacht von der Erzählweise. Du hast dann einen Haufen so Bereiche, wo du so eine Aufgabe nach der anderen machen musst. Und das heißt, du musst quasi, du musst das Ding richten, dass du das Ding einschalten kannst. Dann richtest du das Ding, dann geht was anderes kaputt. Dann richtest du das, dann schaltest du das andere ein, dann geht es beim Einschalten kaputt. Dann musst du von da hin und lässt es einen Zeig. Und da reiht sich eine Zeit lang eins an das andere an und das nervt dann schon ein bisschen. Aber du hast halt immer dazwischen die geilen Necromorph-Begegnungen und so weiter. Also ist da schon trotzdem recht abwechslungsreich. Die Wichsviecher. Und es ist gar nicht mal so leicht. Also ich spiele es auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad und hat schon ein paar so knackige Stellen drin. Also du hast am Anfang relativ viel Munition und dann kommt so, ich glaube so Kapitel 4 oder sowas, 12, wie man gibt's, kommen dann einmal so Phasen, da wo du wirklich wo du überlegen musst, ob du jetzt schießt oder ob du den zerschluckst, den Hammen. Da hast du dann fast keine Munition mehr. Findest dann nur noch ganz wenig und dann wird es halt richtig fies nochmal. Wie ist es im Vergleich zu Callisto-Protokoll? Weil das sind, sage ich mal, relativ zeitnah aufeinander erschienen und haben sie da so ein kleines Survival-Horror-Battle geliefert? Also ich habe ein Callisto-Protokoll im Dezember schon gespielt gehabt und habe es nicht so wirklich geil gefunden. Also eigentlich überhaupt nicht gut. Okay. Und jetzt, wo ich Dead Space das Remake gespielt habe, ist mir aufgefallen, wie scheiße schlecht das Callisto-Protokoll eigentlich ist. So schlimm? Also es ist nicht nur schlecht, es ist beschissenst schlecht im Vergleich, im direkten Vergleich. Kannst nicht spielen. Weil die sind zwar die Macher von dem ursprünglichen Dead Space, aber die haben quasi jede Spielmechanik aus Dead Space. Es kommt mir so vor, als hätten sie wirklich das Spiel 1:1 kopieren wollen. Da sie aber die Rechte nicht drauf haben sie einfach jede Spielmechanik von Dead Space genommen und so ganz dezent verändert, aber halt immer zum Schlechten. Also da hat überhaupt nichts hin im Vergleich. Das ist zwar optisch und so weiter und auch vom Sounddesign, da machen sie auch gut, ist das zwar wirklich top, aber du hast nie diese Gruselatmosphäre. Das schaffen die zu keiner Zeit. Nicht einmal bei der allerersten Begegnung mit so einem Irren in der Haftanstalt hast du da das Gefühl, dass das irgendwie gefährlich werden kann, das Ganze. Diese verblödete Spielmechanik mit Ausweichen, zuhauen, Ausweichen, warten, zuhauen, die zieht sich durch das komplette Spiel. Und das hast du halt nach 10 Minuten verinnerlicht und dann musst du nie wieder irgendwie Angst haben. Das ist voll blöd. Ja, das ist jetzt nicht toll. Bei Dead Space ist das natürlich 1000-mal besser. Mit dem Gliedmaßen, Stutzen und so. Ja, das weiß ich auch noch, das war ziemlich geil. Aber eine geile Waffenauswahl und das passt auch alles voll gut. Ja, da freue ich mich drauf, weil es ist ja, wir haben es ja bei unserem Ausblick auch schon gesagt, im März mit Resident Evil 4 eines der Remakes, die mir eben dazu treiben, dass ich sage, ich muss mir jetzt die 5er holen. Die brauche ich. Du hast das 4er damals durchgespielt, nehme ich mal, oder? Das habe ich letztes Jahr erst auf dem Gamecube eben durchgespielt. Und ja, man hat zwar schon gesehen, in welche Richtung dass sich das ganze Ding entwickelt, was dann eben im 5er gegipfelt ist, aber trotzdem fand das 4er noch ein richtig gutes Resident Evil. Und es ist, glaube ich, du kannst jetzt für das Remake vom 4er das Pacing ein bisschen ausgenommen haben, die Action-Dinger weniger geworden sind. Es ist allgemein nochmal ein bisschen versucht worden, den Gruselfaktor zu erhöhen. Ah, da bin ich gespannt. Das habe ich mir, ich habe das damals tatsächlich nicht gespielt, soweit ich mich erinnern kann. Und habe dann quasi jetzt auch keine Erinnerung, die mich daran hindern kann, das Spiel wieder voll zu genießen. Das freut mich. Ja, das ist dann ganz gut, weil, also selbst wenn ich es jetzt erst vor kurzem gespielt habe, glaube ich trotzdem, dass ich da wieder richtig Spaß dran haben werde. Was kommt denn jetzt noch so aus? Haben wir noch was? Das Have a Nice Death kann da ganz lustig sein. Was ist das? Klär mich auf. Das ist so Arcade-Adventure, das kommt für Switch und für den PC aus. Und da spielst du mal einen Tod. Das hat eine coole Optik, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Hollow Knight. Oh Gott. Es ist so Action-Rogue Light, glaube ich, nennen sie es in dem Fall.
Und dann meine ich, bist du als Toad unterwegs und musst wieder Seelen einsammeln oder so. Also müsst ihr mal einen Trailer anschauen. Schaut irgendwie putzig, aber trotzdem cool aus. Also da bin ich auch schon am Spekulieren. Das ist immer, was ist nicht verkehrt. Weil wir gleich gerade bei Roguelike oder bei schwere, knifflige Spiele haben, da kommt dann noch, jetzt Anfang März, kommt dann noch so Wolong Fallen Dynasty. Das ist quasi so ein Souls-like-Ding, gerade in so einem alten China-Setting. Also relativ unverbrauchtes Setting von Team Ninja. Da bin ich schon gespannt. Wird ziemlich knifflig werden, die ganze Geschichte. Sagt mir jetzt ja gar nichts. Ja, es ist halt auch schwer, weißt du, und du mit dem Dann bin ich raus. Dann kannst du nicht auf leicht stellen. Dann lieber wieder Pokémon Let's Go. Für PC-Spieler ist ja ab März endlich so weit, dass sie den ersten Teil der Last of Us spielen können. Ja, da werden sie gefreien. Ja, da dürft ihr euch auf alle Fälle freuen. Schaut euch vielleicht, was man sieht, so eine Serie nicht vorher an, sondern wartet noch auf das Spiel und schaut dann die Serie an, damit ihr einen direkten Vergleich habt, weil es dann noch geiler ist, finde ich, weil die Serie unglaublich nah an dem Spiel dran ist. Das habe ich mir letztes Mal erst wie das wohl ist, wenn du zuerst die Serie anschaust und dann das Spiel spielst. Ich finde es jetzt, so wie du schon sagst, ich finde es jetzt, so wie es bei mir war, dass ich das Spiel gespielt habe und das ziemlich auswendig kenne und dann die Serie anschaut, das fand ich schon ziemlich geil, weil du die ganzen Mini-Nuancen so ein bisschen mitnehmen kannst, die so ein bisschen ein Spiel angelehnt haben und so gleich die Erweiterungen dann. Aber wie das wohl andersrum sein mag. Das darf mich auch interessieren. Also wenn wir irgendwelche Hörer haben, die das Spiel noch nie gespielt haben, dann schaut euch erst die Serie an und spielt es dann und dann sagt es uns. Haben wir uns da. Grüezi, fix. Sackschellen. Aber ordentlich. Sackschellen und Tittenklatscher. Wir müssen ja alle abholen. Hast du Bayonetta gespielt? Ich habe leider auch nur den ersten Teil gespielt. Ich müsste mir echt mal Teil 2 und Teil 3 holen, weil der erste war richtig geil, halt voll geil abgedreht auch. Und da kommt nämlich jetzt im März auch das Bayonetta Origins Cereza in the Last Demon aus. Keine Ahnung, ob man die Cereza sagt oder wie man nennt oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Das ist glaube ich, so ein bisschen so Top-Down Action-Adventure. Das schaut auf alle Fälle ganz, ganz verrückt anders aus als die normalen Bayonetta-Spiele. Da hätte ich schon wieder Bock drauf, weil ich das immer mag, wenn Spiele so, wenn sie einfach mal so einen anderen Look bringen und nicht nur auf brutal realistisch gesetzt sind. Es ist so quasi so Ansicht wie das Hades damals. Ja, ich glaube schon. Wenn ich okay. das jetzt richtig gesehen habe, dann meine ich, ist das ähnlich zu dem Hades. Ich kann es aber nicht hundertprozentig sagen, ich müsste aber da noch mal den Trailer anschauen. Den habe ich nicht ganz gesehen. Da habe ich nur einen Ausschnitt gesehen, weil ich glaube, der ist sogar in der Nintendo Direct gelaufen. Hast du den gesehen diesmal? Nein, ich habe nur so das Nötigste so aufgesammelt, so ein bisschen. Da hat es mir ordentlich hier die Nippelchen aufgestellt. Das kommt um 11 Uhr auf Nacht, da bin ich schon 3 Stunden im Bett. Ja, das kannst du am nächsten Tag auch noch anschauen, das Sautipp. Dann hat es aber nicht mehr das gleiche Feeling so. Das ist wurscht. Das ist wurscht. Ständer ist Ständer, egal zu welcher Uhrzeit. Geil ist auf alle Fälle, Trailer haben sie rausgekaut zu Pikmin 4 und das Release-Datum am 21. Juli kommt es jetzt halt raus. Und ja, wenn man die ersten 3 Teile mag, dann findet man sie sofort wieder in dem Trailer. Das ist wieder die typische Pikmin-Knutsch-Optik und ich find's nur geil. Ich bin schon wieder Feuer und Flamme dafür gewesen. Diese Pikmin. Die sind super. Da leider mal ein Teil aus. Nein, ich hab für Switch keinen. Oder hab ich da einen? Nein, ich glaub nicht. Kaufst du selber, du Vollidiot. Oh Mann. Haben das gar keine Switch-Spiele gewesen vorher? Oder beziehungsweise haben die schon so alt? Gibt's die schon so lang? Ich kenne die erst seit letzten Podcast. Den ersten und zweiten Mal, die waren auf dem Gamecube. Und der dritte Mal war auf der Wii U. Glaube aber, dass da einen Port dann für Switch auch gemacht haben, weil ja die ganzen großen Wii U-Titel, durch das, dass die Konsole selber ziemlich untergegangen ist, sind die alle noch mehr auf Switch dann portiert worden. Und ich glaube, dass Pikmin 3 für Switch erhältlich ist und die kannst da unabhängig voneinander spielen. Ja. Also wenn es für so gemütliche Strategie für dazwischen, dann kann ich da Pikmin empfehlen, weil man nicht wirklich viel Zeit einstecken muss, nicht viel Hirnschmalz einstecken muss. Es ist einfach nur schön gemütlich für zwischendurch. Und wann kommt das, hast du gesagt? Im Juli? Juli, genau. Da kommt aber vorher noch was ein bisschen dezent Interessanteres auf der Switch. Nein, nix. Nix? Oder meinst du vielleicht Zelda? Zelda. Haben wir sie auch gesprochen, da haben sie in der Direct neues Gameplay und ein neuer Trailer praktisch gesagt und ich wird von Bild zu Bild angefixt auf das Ding. Da werde ich wieder ordentliche 150 Stunden reinballern in das Teil. Was haben sie vom Gameplay gesagt? Was haben sie denn jetzt gesagt gehabt? Jetzt müssen wir überlegen. Das ist auch schon wieder, ich habe den live gesehen, das Ding, aber ich habe ein Hirn wie das Sieb. Gibt's was ja viele Leute mal kritisieren, ist ja das, dass die Waffen bei Breath of the Wild ja nicht hergehalten haben dauerhaft. Das glaube ich, hat man noch nicht gesehen.
Da glaube ich, hat man noch nichts dazu gesehen. Die Waffe, es war halt allgemein ein bisschen, vielleicht ist Gameplay auch der falsche Ausdruck, man hat ein bisschen Story Money noch ein bisschen gesehen, was aber eigentlich auch nur mehr Fragen aufgeworfen hat, als dass es die wirklich irgendwie aufklärt. Und ansonsten, ich hast ein paar neue Moves gesehen, weil er hat dann an der rechten Hand hat er dann so die leichte Manigräre und da kann er dann so komische, coole Sachen machen damit. Da haben sie ein paar neue Moves gesagt und ich glaube, sie haben die Collectors Edition vorgestellt dazu, die ist dann auch irgendwie, glaube mit Steelbook und ein paar Pins und Poster und Artbook und so. Ja, da ist schon die ganze Zeit drauf spekulieren, dass die endlich zum Vorbestellen gibt, aber bis jetzt habe ich es noch nirgends gefunden, das Scheißding, weil das brauche ich fast. Das ist natürlich immer das Allerwichtigste, dass man ja früher noch die ganzen Collectors Edition preist. Das ist wichtig, ja, dass ich wieder irgendein Teil bei mir im Regal stehe, das ich nicht aufmachen kann. Wie ist denn das eigentlich handlungstechnisch? So. Muss man Breath of the Wild durchgespielt haben? Ja, also gute Frage. Es ist ja direkt, ist eine direkte Fortsetzung zu Breath of the Wild. Ich weiß halt jetzt nicht, man weiß halt noch nicht, wie stark, dass die Geschichten dann wirklich ineinander greifen. Ja, das war jetzt interessant. Man geht eben von rechten Zeitsprung aus, weil man hat ja dann, es sind ja dann auch so Inseln in der Luft. Du bist ja nicht nur auf der normalen Karten, wie es im Breath of the Wild war, sondern du hast dann auch so schwebende Level. Und jetzt meinen sie eben, dass es irgendwie vielleicht einen Zeitsprung gegeben hat. Aber wie es genau ineinander greifen, da weiß man eben leider noch nichts. Und auch der neue Trailer hat nicht wirklich verraten oder hat da nicht wirklich mehr Licht ins Dunkel gebracht. Ich finde es ganz cool. Ich freue mich schon drauf, dass mir die Story dann einigermaßen überraschen kann. Aber ich bin auch gespannt, wie stark das die mit Teil 1 oder beziehungsweise mit Breath of the Wild dann zusammenhängt. Ja, ich denke es mir gerade, weil die normale Map auf der Erde war ja nicht schon groß genug, da brauchen wir jetzt unbedingt noch nicht drüber. Unbedingt, ja. Unbedingt, weil, wie gesagt, 150 Stunden auf der normalen Karten gelangen nicht, dann machen wir dann 300. Das wird so schlimm. Das wird so eine lange Beschäftigung. Ich weiß nicht, wie das schaffen soll. Den Monat eigentlich, den musst du den ganzen Monat blockieren. Ja, du musst voll, wie gesagt, also den ersten Teil, ich bin ja dann immer so der Komplettierungsautist, muss ja dann alles so einsammeln, und vor allem bei so großen Spielen, die mir so taugen wie Zelda und die mag ich ja schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Und da geht halt unter 100% nichts. Und dann sammelst du halt einmal gute 1000 Crocs, damit du halt dann einen riesen Kackhaufen als Belohnung kriegst. Das ist ja das Allerletzte, dass man sowas da reinbaut. Das ist das Allerletzte. Eigentlich ein guter Witz. Eigentlich ein guter Witz. Aber was cool ist, dass in dem Switch Nintendo Online-Paket, wenn man das größte Paket sich rauslassen hat, dann kann man jetzt halt auch Game Boy und Game Boy Advance Spiele spielen. Die sind nämlich ab Tag der Direct Money dann auch schon zur Verfügung gestanden. Unter anderem sind dann so Klassiker wie Zelda Minish Cap drinnen und auf das habe ich schon richtig Bock, weil ich habe das damals auf dem Game Boy Advance gespielt, aber nie den letzten Endgegner besiegt, warum auch immer. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, passt dann das Spiel ist jetzt auf der Switch mal komplett durch, das hilft dann nicht. Ja, und Ding ist Demon's Quest, glaube ich, oder Gargoyles Quest. Das mal ist auch drinnen, ja. Das habe ich voll gern mengen auf dem Game Boy. Das habe ich sogar noch, das Original Game Boy Kassetten. Game Boy Kassetten hast du, aber nicht original verpackt, oder? Nein. Das ist gay. Das ist gay. Sag mal, du bist ja echt ekelhaft. Aber das ist cool, du kannst nämlich da nämlich auch die Oberflächen einstellen, dass dann entweder ausschaut wie auf dem normalen Gameboy oder auf dem Game Boy Color. Du hast das Ding, ich glaube, Legend of Zelda Link's Awakening ist auch drinnen und Mario Land. Da hast du auf alle Fälle wieder ordentliche Beschäftigung. Eigentlich brauchst du die ganzen Spiele nicht, die im März kommen, weil du jetzt kannst du eigentlich mit Retro über Wasser halten. Ja, das ist für mich natürlich ein massives Problem, weil es kommt natürlich auch ein Nice Catchen. Nice Catchen? Ah, Nice Catchen. wie 2K23 kann es aussehen. War da nicht das letzte schon so eine Riesengurke? Nein, das letzte war ja wieder gut. Das vorletzte war eine massive Gurke und dann haben sie ja ausgesetzt, dass diesen katastrophalen Totalunfall da irgendwie auf 3 kriegen. Das waren, weiß nicht, ob du so Glitch-Videos gesehen hast, das war wirklich das Schierste. Irgendwann, das war das letzte. Nein, das war das vorletzte. Das letzte haben wir Weihnachten nochmal ausgelassen, weil es dann selber es hat schon funktioniert und so. War jetzt nichts Besonderes. Wenn du eins gespielt hast, hast du alle gespielt. Ja, das ist ja das. Das ist einfach allgemein so Sportspiele, ob das jetzt FIFA oder Hockey oder Basketball oder das ist, hast du eins gespielt, dann hast du ziemlich alles gespielt davor, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja, ich hab jetzt mal hin und wieder mal, also alle 3-4 Jahre muss ich mal Catchen spielen. Und dann ja, das hat, ich glaube nämlich sogar das vorletzte dann einmal, da ist oder das
Vorfall jetzt, ich weiß nicht mehr, ist ein Spätzle gekommen und hat das dabei gehabt, ja, sag mal ein bisschen, das hat nicht einmal zu dritt mit einem Papier Spaß gemacht. Da hab ich gesagt, komm, jetzt tun wir den Scheiß aus und dann spielen wir, was weiß ich, Mario Kart oder Mario Party, Smash Brothers, irgendwas, was einfach lustig ist und Spaß macht, weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Was jetzt super war früher am Nintendo 64 war das WCW NWO Revenge. Oder das WWF No Mercy, die ganzen THQ-Wrestling-Spiele, die haben meist Spaß gemacht zu viert oder so. Die waren echt gut. Da hast du dann eine Maschine mit dem Stuhl draufhauen können und so. Ja, über Super Nintendo habe ich früher auch nicht mehr gespielt, das war ja ganz witzig. Ja, also WrestleMania oder sowas hat es da mal gegeben. Da war Super Nintendo war sowieso alles geil. Ja, alles gut. Was auch cool ist, dieses Jahr, was in der Direct gesagt haben, die DLC, zu Mario Kart sind ja so DLC-Wellen veröffentlicht worden, wo jetzt wieder neue Cups und Strecken und so weiter drinnen sind. Und jetzt hast du den ersten Blick auf die 4. Welle, die heuer rauskommt, gesehen. Und man kriegt einen neuen Charakter, das mir das erste Mal dazu zwar kommt, die Birdo, kennst du die? Ja, das ist die Lieblingsfigur meiner Nichte bei Mario Party. Ja, schon her. Da Schon wird her. Und die ist auch sicher die Lieblingsfigur von manch Perversen. Oh, das finde ich auch mal cool. Und vor allem, weil es ja cool ist, dass du die DLC-Pakete auch gratis kriegst, wenn du das große Super-Abo abgeschlossen hast. Das ist ja mal schön. Aber ich bin bei Mario Kart 8 so schlecht, dass ich nichts auf Gold kriege. Das ist furchtbar. Ja, das ist eine so meine Stärke. Aber naja. Aber da kannst du ja einstellen, dass du nicht anfahren kannst und dass du einfach immer gerade weiterfährst, wenn du irgendwann eine Band Das macht es aber schlimmer. Das macht es schwerer für mich. Ich habe das am Anfang nicht kapiert. Das war auf einmal eingestellt und ich habe nicht kapiert, warum ich nicht weiter vor der Strecke runterkomme. Ich wollte ein wenig denken, was passiert denn da? Was habe ich denn eigentlich für komische leuchtende Stangen hinten am Arschloch dran hängen? Bis ich dann gemerkt habe, dass da irgendwie der komische Modus eingestellt war. Da war ich durchtrat. Das ist viel schlimmer, wenn du das nicht gewohnt bist. Ja, das kann sein. Nee. Was ihr auf alle Fälle holen müsst, ist für alle, die es versammelt haben, auf dem Gamecube damals Metroid Prime kommt der Remaster raus. Ist digital jetzt schon zur Verfügung und ab 3. März kannst du sogar physische Version davon holen. Und ich hasse normal Ego-Shooter, da gibt noch nicht so viel, weil ich sage, die sind richtig geil. Aber die Metroid Prime Trilogie, die gehört zu der obersten Riege an geile Ego-Shooter. Müssen wir da einen Vollpreis bezahlen? Das weiß ich nicht, wie viel das kostet. Da müsst ihr mal in den E-Shop reinschauen, aber das kann ich dir nicht sagen. Aber der ist wert, das Spiel ist wert. Das hat auch einen relativ großen Umfang, glaube ich, gell? Das ist gar nicht so, du bist, vor allem jetzt dann auch so mit komplettieren, weil du hast ja dann mit so verschiedenen Visoren und dann kannst du dann eine Umgebung scannen, die Gegner und so weiter und so fort. Oder wenn du da komplettieren möchtest, dann bist du schon ein paar Stündchen unterwegs. Da wirst du wahrscheinlich auch deine 30 Stunden, glaube ich, drauf spielen können. Wobei da musst du dann gemütlich spielen und schauen, aber du kannst auf alle Fälle schön Zeit reinstecken in das Spielen. Es ist eine unglaublich schöne Welt, es ist ein gutes Kampfsystem, es ist ultra abwechslungsreich. Also ich habe mit denen Teile ganz viel Spaß gehabt. Ja, ich habe schon ein paar so auf Twitter und so weiter ein paar Stimmen gelesen, die da ganz begeistert sind von der Umsetzung. Ja, ich glaube, schauen wir mal an. Ja, das muss auf alle Fälle, das kann ich nur empfehlen. Und Ende Februar ist endlich soweit, dass wir Octopath Traveler 2 spielen können. Ja. Das wird auch wieder so, ich glaube, den ersten Teil, da habe ich auch 100 Stunden eingesteckt in das Ding. Und ja, weiß nicht, was ich da so im März außer das Spielen. Bei Octopath Traveler 2 habe ich mich belesen, weil ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Und letztes Mal habt ihr mir einen zweiten so schmackhaft gemacht. Muss man den ersten Teil auch gar nicht spielen, weil das nichts damit zu tun hat. Ha! Komplett eigene Geschichten. Da war man nämlich nicht sicher, ob da vielleicht irgendwo was eingreift. Nein, ganz neu. Und gibt es diesmal auch, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal so war, aber es gibt es jetzt, glaube ich, auf alle Plattformen. Switch, PlayStation 5, Xbox und PC. Ich bin mir nicht sicher, ob es den ersten Teil auf alle Plattformen geben hat. Nein, aber den zweiten auf alle Fälle. Genau, da weiß ich es auch jetzt. Beim ersten bin ich mir eben nicht sicher, weil den habe ich auf der Switch gespielt, aber habe ich auch nie geschaut, ob es den auf einer anderen Plattform gegeben hätte. Ich glaube, es ist beim ersten nicht so gewesen, weil es haben sie jetzt in der Pressemitteilung haben sie es ziemlich hervorgehoben. Also gehen wir davon aus, dass das was Nice ist. Das kann dann gut sein, ja. Auf alle Fälle haben wir einen zockreichen März vor uns. Uns darum interessieren, was habt ihr vor, dass zockt im März? Auf was freut ihr sich am meisten? Und dann werden wir euch nämlich Ende März erzählen, was wir wirklich vor dem Zeit gespielt haben. Ja, einiges. Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich nichts, weil nur im Game Boy Advance auf der Switch drinnen hängt. Ja, und sowieso jetzt Spiel, für den ich 100 Stunden mehr beansprucht. Also wahrscheinlich jetzt Spiel 1 Stunde. Ja, furchtbar. Aber ja, wie gesagt, schreibt es uns drunter, auf was ihr am meisten Bock habt. Und ja, ich würde sagen, jetzt hören wir auf, ich mag jetzt halt meine Platin-Trophäe bei God of War noch holen.
Ja, und da eine massive Empfehlung, die ich gerne noch ausspreche, und zwar soll jetzt ihr da draußen alle das Steady Game spielen und auf 100% bei Viva la Movolution abschließen. Ja, aber hallo. Das ist lang überfällig bei jedem, der es noch nicht da hat. Unbedingt. Weil es nämlich dann gut, das ist zwar für alle dann zugänglich, aber nein, ich kann es jetzt, jetzt habe ich eigentlich doch kein Argument dafür, dass es zusätzlich abschließt. Es war ein Schmarrn. Ich wollte irgendwie sagen, weil es wird Events geben mit uns, auch bezüglich Zocken auf der Leinwand. Kündigt man aber erst schon ein bisschen später genauer an, wenn der Termin steht. Aber ja, ich kann leider Leute, die kein Steady-Abo haben, nicht vor dem Saal ausschließen. Drum, verdammt. Kommst du nicht rein? Ja, aber ich frage zumindest, ob du es hast und wenn nicht, dann hau dein Eier, du Penner. Na, passt. Ansonsten sagen wir merci fürs Zuhören, Seppi, merci fürs Mitmachen. Ja, gerne dann, auch wieder zurück an Controller mit dir. Alle, jetzt spielen wir weiter. Sehr schön. Dann, da ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habe dere. Und auf Wiederhören beim besten Podcast, wie sagt der Corby? Der Welt. Oh, das war nicht von lächerlich. Hyrule. Das war lächerlich. Das war Ich meine, du bist Sänger, du müsstest mit deiner Stimme eigentlich mehr kennen. Ja, ich war zu übermotiviert, dass ich alles gleichzeitig machen wollte und dann kannst du das dabei rausgehen. Ja, der Klassiker. Ich übe. Nächstes Mal alles besser. Das ist schön, das ist schön. Dann macht es gut. Tüdelü. Ciao.